Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Habt ihr immer Lust auf Battlefield 3 und denkt euch, boah, ich komme einfach nicht weiter, bin immer noch Level 2, ja, C-Fix. Das hat ein Ende. Die Woche gibt's ein XP-Wochenende Verdoppelungseffekt und das heißt doppelte EP auf alle Matches, die ihr zu Ende spielt. Das ist wichtig, man muss das Match zu Ende spielen und dem blauen Bildschirm sein, so mit, ja, gewonnen oder verloren. Und dann bekommt man erst die doppelte EP, vorher nicht, weil sonst wird das jeder machen. Ja, genau, aus dem Grund. So, und da hinten ist ein Camper und das ist schön und gut. Und jetzt ist der tot, na toll. Und ich habe Lust auf Battlefield, keine Frage. Erhöht so eine Double XP Woche meine Lust auf Battlefield? Eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe einfach Bock auf Battlefield 3, wie ich damals noch keinen Bock hatte, also ja, vor gestern. Ach, fick dich doch, Mauer. Da dachte ich mir, hey, jetzt wäre ein bisschen EP nicht schlecht. Also es ist anreizend, das gebe ich zu. Es reizt schon, wenn man denkt, oh, ich habe jetzt doppelte EP. Also das ist auf jeden Fall schön. Das ist ein schöner Nebeneffekt von, hat DICE eingeführt, ein schönes Ding, ja. Das hat mir schon gefallen, auf jeden Fall, doch. Ich muss sagen, ja, doch, das hilft mich schon zu entscheiden, hey, COD oder Battlefield 3, ja dann Battlefield 3, es ist die Double XP Woche, wunderbar. Oh ja, hier, 15 Kills. Ach, das ist ja ein Gegner, fick dich, oh, bin ich schlecht, ey. Ja, gemessert noch 16% Gesundheit. Danke. Aber egal, ja, also nutzt ihr meine Videofrage an euch diesmal, nutzt ihr die, Battlefield 3 doppelte XP-Woche oder nicht? Und wenn ja, warum nicht? Das würde ich gern von euch wissen. Ich denke, ich nutze auch nicht mehr als sonst, also, weil ich bin jetzt Level 48, also 45 und 3 Level. Deswegen so ein silberner Stern-Ding. Star, ja. Und ja, der ist ganz schön und schmucke, aber ich muss jetzt sagen, also das Level ist mir eigentlich völlig egal im Battlefield 3, weil ich habe Spaß am Spiel und das ist das Wichtigste. Schon wieder 16%, der gleiche Typ, hey, das ist ja wie verhext, ist es hier heute. So sprechen immer Lehrer, das ist voll nervig, hey. Wow. Das wäre jetzt fast schief gegangen, ich will gar nicht erzählen. Warum ich jetzt da was nachtrinken musste. Sonst müsst ihr auch kotzen, ja. Und Battlefield 3, wunderschönes Spiel, ja, wunderschönes Spiel. Ich finde es ja super, dass Battlefield 3 immer so schöne Innovationen raushaut mit den DLCs. Also es ist wirklich, so müsste, denke ich mal, ein Spiel ablaufen. Also das Spiel kommt raus, dann kommt das nächste DLC. Wenn das langweilig ist, dann kommt das nächste DLC. Und wenn das langweilig ist, dann kommt schon das nächste DLC und immer so weiter. Also es ist eigentlich hier immer für Unterhaltung gesorgt in dem Spiel. Ja, als Maul, ne? Also, einem wird nicht langweilig in Battlefield 3. Das ist der Wahnsinn. Also, ich muss schon sagen, ich finde das cool, dass Battlefield 3 so, ja, die Spieler am Spielen hält, am Zügel hält, weil erst Back to Karkin, Close Quarters, Armored Kill, Scheiße und so weiter. Jetzt kommt dann bald Aftermath, also Nachwirkungen heißt es. Und es gibt eine schöne Karte. Das ist eine Erdbebenkarte und die heißt Epizentrum oder Epizentrum, ja, was das gleiche ist. Wurde von einem Menschen erstellt namens Ryan irgendwas und der hat einiges gesagt, also einige kleine Infos dazu mal schon. Es gibt zufällige Erdbeben auf der Map, also Erdbeben. Die werden stattfinden und euch das Spielen erschweren. Dann kann man jetzt überlegen, hey, wo gehe ich hin? Suche ich Deckung? Gehe ich auf den Gegner weiter drauf ein? Oder lasse ich es doch bleiben? Und so weiter. Also kommen sehr schöne Sachen auf der Karte auf jeden Fall dazu. Zu dem Spiel Battlefield 3. Ich bin mal auf den Aspekt gespannt von dem Erdbeben. Hey, das wird geil. Das ist in der Karte so, in der Epizentrum-Karte. Es gibt noch andere Karten, ich weiß aber nicht, was auf den anderen Karten ist. Da sind, glaube ich, andere komische Nachwirkungen zu sehen. Vielleicht liegt irgendwo Kotze rum, weil sie gerade feiern waren oder so. Ich weiß es nicht, ja.
Kann alles sein. Auf jeden Fall kommt noch was Geiles. Der Crossbogen, genau. Der Bogen kommt dazu. Und der, oh ja, der Crossbogen. Ja, also sehr schön. Da wird erstmal ein Pendant sein für die ganzen Nicht-Sniper-Klassen. Ne? Die können die auswählen, die Waffe. Oh, ich freue mich so auf diese Scheißwaffe, Herr Crossbogen. Endlich gibt es den Drecksbogen auch in Battlefield 3. Es gibt ihn ja schon in, ich glaube, Black Ops gibt es ihn. Ja, stimmt, in Black Ops gibt's ihn. Mein Gott. Oh, fick dich. Und ja, da ist es schön, aber in Battlefield 3 wird da der Hammer sein. Es gibt 4 Pfeilarten. Es gibt den Scanner-Pfeil, der zeigt an, wo Gegner sind in deinem Gebiet. Das ist wie ein Tuck. Dann gibt es den normalen Pfeil, dann gibt es den Scharfschützenpfeil. Also das ist ein Scharfschützenpfeil. Das ist ungefähr so wie ein Scharfschützenschuss. Aber nicht ganz so stark, wirklich nicht ganz so stark. Also ich glaube 10% nicht so stark, habe ich gelesen oder gerade erfunden, keine Ahnung. Und dann gibt es noch, ich glaube, den Explosionsbolzen. Da kann man dann auch als ja, Einheit, die keine Explosionswaffen dabei hat, zum Beispiel keine RPG dabei hat, die kann dann auch Panzer töten mit dem schönen Barmbrustpfeil. Ja, die Waffe ist so konstruiert, die schaut so aus wie eine AK-47 oder irgendwie eine Waffe, Granate. Und dann kommt aber an die Waffe vorne dran noch ein so ein Gespann, dass man da Pfeile drauf tun kann. Sehr schön gemacht, sehr geile Idee. Und ich freue mich wie ein kleines Frettchen drauf hier auf die Erweiterung. Ja, Erweiterung auf das DLC. Einfach, mein Gott, sagen wir es doch bei, wer es ist. Ja, stirb jetzt du mal, oder was? Und auf jeden Fall wird sich meine Freude noch steigern durch die Double XP Woche nächste Woche. Also diese Woche, genau ist es schon, diese Woche ist es schon Montag heute. 12. bis zum 18. gibt es das doppelte XP. Also 200%. Ja? Wow. Fickt euch. Also 200 mal. Die Anzahl der Hypotenuse ist die Länge des Horizonts. Ist ja klar, ne? Und ich würde auch schon mal sagen, schaut euch mein Fail-Video an von vorhin oder von später, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall gibt es da auch was Lustiges. Und Angry Sniper ist bald wieder am Start. Es wird fleißig geschnitten und geschnipselt. Überall fallen Späne umher und der ganze Boden staubt schon von den ganzen Angry Sniper Schneiderei. Und dann würde ich mal sagen, wenn ich tot bin, geht's in die nächste Runde. Schaut euch das nächste Video an. Wunderbar, fick dich. Und dann bleibt so schön bis zum nächsten Mal und entschuldigt meine kleine Kotzerei hier. Tschüss.